Der erste Tag, an dem Lena der alten Dame Peirce am Park Kaffee brachte, tat sie es nicht aus Gewohnheit, sondern aus einem Impuls heraus, der ihr die Brust zusammenschnürte, als hätte ihr jemand zugeflüstert, lass sie heute nicht allein. Und was Lena nicht wusste, was niemand wusste, war, dass dieser kleine, dampfende Becher eine so große Wahrheit entzünden würde, dass, wenn sie endlich ans Licht käme, ein stolzer Millionär sprachlos und mit dem Herzen in der Hand zurückbliebe. Denn manchmal beginnen die mächtigsten Geschichten nicht in Herrenhäusern oder Luxusbüros. Sie beginnen auf einer alten Bank, in einem x-beliebigen Park, mit einer müden Frau, die vor Kälte zittert, und einer Angestellten, die beschließt hinzusehen, wo alle anderen wegschauen. Aber hören Sie zu, denn wenn Sie dranbleiben, werden Sie verstehen, warum diese Geschichte selbst jene zum Weinen gebracht hat, die schworen, nichts mehr zu fühlen. Lena brachte jeden Tag einer unbekannten alten Dame Kaffee. Und als der Hausherr, bei dem Lena arbeitete, davon erfuhr, hielt er es für Unsinn, Zeitverschwendung, eine Marotte, bis er sie eines Tages zufällig mit eigenen Augen sah, und in diesem Moment zerbrach etwas in ihm. Es war nicht wegen des Kaffees, es war nicht wegen der alten Dame, es war die Art und Weise, wie Lena ihr den Becher reichte, als würde sie etwas Heiliges halten. Es war die Art, wie die alte Frau sie ansah, als wäre Lena das letzte Gute, das der Welt geblieben war. Und es war das, was der Millionär danach hörte, so einfache und doch so verheerende Worte, die ihn zwangen, einer Wahrheit ins Auge zu sehen, die er seit Jahren verborgen hatte. Bevor ich fortfahre, sage ich Ihnen etwas. Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass die Welt die guten Menschen vergessen hat, abonnieren Sie den Kanal, denn Geschichten wie diese erinnern daran, dass eine kleine Geste ein Schicksal verändern kann. Und jetzt sagen Sie mir in den Kommentaren, was würden Sie tun, wenn Sie herausfinden würden, dass jemand aus Ihrem Umfeld heimlich jeden Tag einer Person auf der Straße hilft? Würde es Sie stören oder inspirieren? Schreiben Sie es auf, denn was jetzt kommt, wird Sie anders denken lassen. Lena war 32 Jahre alt, hatte hellbraune Haut, dunkles Haar, das zu einem praktischen Dutt hochgesteckt war, und einen Blick, der immer um Erlaubnis zu existieren zu bitten schien. Sie war aus Oberwil-I am Aargau nach Zürich gekommen, auf der Suche nach Arbeit, um ihren 7-jährigen Sohn Luca zu unterstützen, der ihr Grund war, aufzustehen, auch wenn ihr Körper nicht mehr konnte. Sie arbeitete am Haus von Niklaus Gerber, einem in der ganzen Stadt bekannten Unternehmer, Besitzer von Bauunternehmen, Hotels und Beteiligungen, einem jener Männer, die in Hochglanzmagazinen mit perfekten Lächeln erscheinen, die aber persönlich fast nie in die Augen schauen. Niklaus lebte in einem eleganten Viertel, nahe dem Seefeld in einem riesigen Haus mit Panoramafenstern, die den Himmel spiegelten, als wäre die Außenwelt nur Dekoration. Er hatte Angestellte, einen Gärtner, einen Chauffeur, eine Köchin und er hatte noch etwas anderes, eine schwere Stille, als wäre dieses Haus voller ungesagter Dinge. Lena war die Neue, die in weniger als 3 Monaten 2 andere Angestellte ersetzt hatte. Und das sagte schon viel aus. Vom ersten Tag an hatte ihr Frau Brigitte, die Haushälterin, leise zugeraunt, während sie ihr zeigte, wo die Putzmittel waren. Meine Liebe, hier wird schnell gearbeitet, ohne Fragen und ohne sich einzumischen, wo man nicht gerufen wird. Der Chef ist kompliziert. Lena fragte nicht, was kompliziert bedeutete, denn wenn man Miete zahlen, Medikamente kaufen und das Kind zur Schule schicken muss, lernt man, nicht zu viel zu fragen. Aber dennoch gab es Dinge, die auffielen. Niklaus Gerber war kein glücklicher Mann. Nicht einmal ein ruhiger Mann. Manchmal sah Lena ihn mit dem Telefon am Ohr und gerunzelter Stirn auf die Terrasse gehen, als wäre jeder Anruf ein Streit. Andere Male hörte sie ihn mitten in der Nacht mit langen, ungeduldigen Schritten durch den Flur gehen, wie ein eingesperrter Löwe. Und auf dem Esstisch stand immer ein zusätzlicher Teller, ein leerer Platz, als würde jemand fehlen. Lena bemerkte es, sagte aber nichts. Bis eines Tages, als sie den Müll rausbrachte, Niklaus an ihr vorbeiging und sprach, ohne sie anzusehen, werfen Sie die Säcke nicht in den großen Container. Benutzen Sie den hinten. Lena nickte. Ja, Herr Gerber. Niklaus hielt einen Moment inne, als hätte er eine andere Reaktion erwartet. Wie heißen Sie? Lena, Herr. Lena, wiederholte er und probierte den Namen, als würde er ihm nicht gefallen. Gut, machen Sie einfach Ihre Arbeit und machen Sie mir keine Probleme. Und er ging. Es war keine direkte Beleidigung, aber Lena spürte die Demütigung trotzdem. Denn es gibt Menschen, die nicht schreien müssen, um einen klein zu machen. Trotzdem hielt Lena durch. Sie hielt die langen Tage aus, hielt die Forderungen aus, hielt die Kälte aus, bis die alte Dame am Park erschien. Der Lindenhofpark war 15 Gehminuten vom Haus entfernt und Lena kam dort vorbei, wenn sie auf dem lokalen Markt Brot oder Obst kaufte. Sie sah sie zum ersten Mal an einem Montag. Die alte Dame saß auf einer Bank, den Rücken gebeugt und einen Mantel, der zu dünn für die Kälte war. Ihr graues Haar war zerzaust und ihre Lippen waren trocken. Neben ihr eine kleine Plastiktüte mit 2 Dingen darin.
einem Stück hartem Brot und einer Serviette. Lena konnte nicht anders, als sie anzusehen, nicht aus Neugier, sondern wegen dieses Schlags der Realität, der einem den Atem raubt. Denn die alte Dame erinnerte sie an ihre Großmutter. Derselbe Blick, dieselbe müde Würde, dieselbe Art, allein zu sein, selbst umgeben von Menschen. Lena ging weiter, aber nach 3 Schritten hielt sie inne, drehte sich um und näherte sich. »Entschuldigen Sie, gnädige Frau, geht es Ihnen gut?« Die alte Dame hob misstrauisch den Blick, als hätte ihr die Welt gelehrt, dass jede freundliche Frage eine Falle birgt. »Ich lebe«, antwortete sie trocken. »Das muss genügen.« Lena spürte einen Stich ihr am Herzen. Sie drängte nicht. »Nun, wenn Sie etwas brauchen, ich komme oft hier vorbei.« Die alte Dame lachte freudlos. »Die Leute kommen vorbei«, sagte sie. »Das tun sie. Sie kommen vorbei.« Und sie sah wieder gerade aus. Lena ging, aber an diesem Tag konnte sie die alte Dame nicht vergessen. In dieser Nacht, während sie Lukas Lunchbox zubereitete, sah sie dem kochenden Wasser zu und dachte, wie kann jemand sein ganzes Leben auf einer Bank verbringen? Am nächsten Tag kochte sie extra Kaffee, goss ihn in einen Becher mit Deckel und steckte ihn in ihre Tasche. Sie wusste nicht warum, sie wusste nur, dass sie es tun musste. Von diesem Tag an wurde der Kaffee zu einem Ritual. Es war kein teurer Kaffee, keine große Geste, es war nur ein heißer Kaffee mit 2 Tütchen Zucker, die Lena aus der Arbeitsküche aufbewahrte. Als sie ihn ihr reichte, sagte die alte Dame zuerst nichts, nahm ihn nur mit zitternden Händen und trank langsam, als würde die Wärme ihre Seele beruhigen. Lena setzte sich ein paar Minuten neben sie, manchmal sprachen sie, manchmal blieben sie einfach schweigend. Und in dieser Stille verstand Lena, dass es Schmerzen gab, die keine Lösung, sondern Gesellschaft verlangten. Die alte Dame hieß Frau Elisabeth. Zuerst wollte sie ihren Nachnamen nicht nennen, als wäre der Nachname eine Tür, die sie nicht wieder öffnen wollte, aber mit den Tagen taute sie etwas auf. »Haben Sie Kinder?« fragte sie an einem Donnerstag. »Ja, einen. Er heißt Luca. Er ist mein Leben.« Frau Elisabeth senkte den Blick. »Ich hatte einen«, sagte sie, »und habe ihn verloren.« Lena fragte nicht wie, denn es gab Themen, die sich wie Glas anfühlten. Sie drückte ihr nur sanft die Hand. »Es tut mir leid, Frau Elisabeth.« Die alte Dame schluckte. »Sagen Sie das nicht so, mein Kind«, flüsterte sie, »denn wenn Sie es so sagen, will ich weinen.« Und Lena spürte einen Kloß in der Kehle. Von da an brachte Lena nicht nur Kaffee, manchmal brachte sie auch ein süßes Brötchen oder einen alten Pullover oder eine Frucht. Nichts, was ihrem Sohn fehlte, nichts, was ihr das Wesentliche nahm. Aber genug, damit Frau Elisabeth sich nicht unsichtbar fühlte. Und irgendwann bemerkte Lena etwas Merkwürdiges. Jedes Mal, wenn sie ihren Sohn erwähnte, wurde Frau Elisabeth angespannt, als würde dieses Wort eine Wunde öffnen, die immer noch blutete. Und jedes Mal, wenn Lena von ihrer Arbeit sprach, von einem großen Haus am Seefeld, schwieg Frau Elisabeth und blickte mit einem seltsamen Ausdruck zu Boden, als würde sie am Kopf rechnen, als würden diese Informationen sie auf persönliche Weise schmerzen. Lena bemerkte es, verstand es aber nicht bis zu dem Tag, an dem Niklaus Gerber ihr folgte. Niklaus hatte wochenlang Details beobachtet. Das Essen am Kühlschrank verschwand etwas schneller. Der Kaffee ging früher zur Neige als sonst, und Lena brauchte an manchen Morgen etwas länger, um zurückzukehren, wenn sie etwas besorgen sollte. Es war nicht viel, aber Niklaus war die Art von Mann, die selbst die fehlende Luft bemerkte. Eines Abends rief er Brigitte an. »Die Neue, was macht sie, wenn sie rausgeht?« Brigitte spannte sich an. »Was meinen Sie, Herr? Tun Sie nicht so. Sie geht jemanden sehen, bringt Leute hierher, stiehlt.« Brigitte riss die Augen auf. »Nein, Herr, Lena sie ist fleißig.« Niklaus näherte sich ernst. »Dann sagen Sie mir, warum sie Dinge aus dem Haus verschwendet.« Brigitte zögerte. Ich habe nicht gesehen, dass sie stiehlt.« Niklaus presste die Kiefer zusammen. »Morgen werde ich ihr folgen.« Brigitte wollte sprechen, schwieg aber, denn in diesem Haus änderte niemand Niklaus Entscheidungen. Und so kam es, dass Niklaus Gerber am nächsten Tag am Lindenhof stand, einige Meter entfernt, und seine Angestellte einer alten Dame Kaffee reichte, als würde sie ihr eigenes Herz überreichen. In seinem Kopf hatte Niklaus bereits eine Geschichte zurechtgelegt. »Lena betrügt mich. Sie bringt Dinge raus. Sie ist in etwas verwickelt.« Aber was er sah, passte nicht zu seinem Vorurteil, denn er sah keine Täuschung, keine Bosheit. Er sah etwas, das er nicht verstand. Mitgefühl. Und doch ließ sein Stolz keine Zärtlichkeit zu. Er empfand Wut. »Was machen Sie da?« knurrte er, plötzlich auftauchend. Lena ließ den Kaffeebecher fast fallen. »Herr Gerber, ich…« Frau Elisabeth hob den Blick, und zum ersten Mal änderte sich ihr Ausdruck völlig. Ihre Augen weiteten sich, ihr Gesicht wurde blass, und der Becher zitterte in ihren Händen, als hätte sie einen Geist gesehen. Niklaus sah die alte Dame an und runzelte die Stirn. »Wer ist sie?« Lena schluckte nervös. Es ist Frau Elisabeth. Ich
Ich bringe ihr Kaffee, weil… Niklaus unterbrach sie. Mit Dingen aus meinem Haus? Lena errötete. Es ist kein Diebstahl, Herr. Ich bezahle es mit meinem Lohn. Ich benutze nur das heiße Wasser aus. Niklaus' Stimme klang hart. Sie entscheiden nicht, wem sie mit meiner Zeit helfen. Ich bezahle sie, um zu arbeiten, nicht um Retterin zu spielen. Lena ballte die Fäuste, die Tränen zurückhaltend. Ich spiele nicht, Herr. Sie ist allein. Niklaus lachte kurz, kalt. Und was geht mich das an? Ist jetzt die ganze Stadt meine Verantwortung? Lena sah ihm zum ersten Mal mutig in die Augen. Nein, aber es ist die Verantwortung aller, nicht blind zu sein. Die Stille wurde schwer. Niklaus trat einen Schritt auf Frau Elisabeth zu. Und was haben Sie ihr gesagt, damit sie Ihnen Sachen bringt? Frau Elisabeth zitterte, aber nicht aus Angst vor Niklaus, sondern wegen etwas Tieferem, etwas Altem, etwas, das sie erstickte. Mit gebrochener Stimme sagte Frau Elisabeth einen Satz, der die Atmosphäre ihr am Park veränderte. Ich habe Sie um nichts gebeten, flüsterte sie. Sie bringt mir Kaffee, weil ich mich an jemanden erinnere, den ich verloren habe. Niklaus blieb starr. An wen? Frau Elisabeth hob langsam den Blick und sah ihn mit einer Intensität an, die ihn entwaffnete. An meine Tochter. Lena riss die Augen auf. Niklaus schluckte. Ihre Tochter? Frau Elisabeth drückte den Becher an ihre Brust und mit angestauten Tränen, die sich endlich zu fallen trauten, sagte sie: Ja, und du? Du erinnerst mich auch an sie, Niklaus. Niklaus wich einen Schritt zurück, als hätte er einen Schlag erhalten. Woher kennen Sie meinen Namen? Frau Elisabeth atmete mühsam, denn ihre Stimme brach. Weil ich dich aufwachsen sah. Und in dieser Sekunde verstand Lena, dass das, was geschah, viel größer war als ein Kaffee. Und Niklaus, zum ersten Mal seit langer Zeit, verspürte Angst, denn wenn diese alte Frau die Wahrheit sagte, dann stand etwas aus seiner Vergangenheit kurz vor der Explosion. Und das war das Einzige, was Niklaus Gerber nicht mit Geld kontrollieren konnte. Die Stille am Lindenhof wurde dicht, die Geräusche des Parks, spielende Kinder, der Ballonverkäufer, der ferne Gesang eines Leierkastenmannes, schienen um diese Bank herum verstummt zu sein. Niklaus Gerber war kein Mann, der leicht zu überraschen war. Er hatte Finanzkrisen, Klagen, geschäftliche Verrätereien überstanden. Aber dieser Satz, ich habe dich aufwachsen sehen, traf ihn wie ein Stein in die Brust. Ich weiß nicht, wer Sie sind, sagte er mit fester Stimme, obwohl innerlich etwas zitterte. Und ich mag es nicht, wenn man mit mir spielt. Frau Elisabeth wich nicht von ihrem Blick. Ich spiele nicht, Niklaus. Lena beobachtete die Szene mit rasendem Herzen. Sie spürte, dass sie Zeugin von etwas wurde, das sie nicht hätte sehen sollen, konnte aber auch nicht gehen. Es lag zu viel angestaute Emotion in der Luft. Niklaus ballte die Fäuste. Meine Mutter starb vor Jahren. Frau Elisabeth schloss einen Moment die Augen. Eine Träne rollte über ihre von der Zeit gezeichnete Wange. Ja, sie starb für dich. Dieser Satz verunsicherte ihn. Was bedeutet das? Frau Elisabeth atmete tief ein. Es bedeutet, dass man dir gesagt hat, sie sei gestorben, weil es einfacher war, als dir die Wahrheit zu erklären. Lena spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Niklaus trat einen Schritt zurück. Sie sind verwirrt. Nein. Frau Elisabeths Stimme war leise, aber fest. Verwirrt? Ich habe viele Jahre gewartet, dass du zurückkommst. Niklaus' Welt begann innerlich zu zerbrechen. Seine Mutter, so hatte man ihm immer gesagt, sei gestorben, als er 5 Jahre alt war. Es sei eine plötzliche Krankheit gewesen. Sein Vater habe alles versucht. Es gab nie eine öffentliche Totenwache, nie viele Fotos, nie Details, nur Schweigen. Und jetzt, sagte diese Frau auf einer Bank, nein, das ist nicht möglich. Niklaus schüttelte den Kopf. Mein Vater würde niemals über so etwas lügen. Frau Elisabeth lachte bitter. Dein Vater ertrug es nie, dass ich gehen wollte. Lena riss die Augen auf. Gehen? Ja. Frau Elisabeth sah auf ihre zitternden Hände. Er wollte, dass ich die perfekte Ehefrau bin. Still, gefügig. Aber ich hatte Träume. Ich hatte eine Stimme. Niklaus spürte, dass der Boden unter seinen italienischen Schuhen nicht mehr fest war. Mein Vater war ein angesehener Mann. Er war ein mächtiger Mann, korrigierte sie. Und er kaufte Schweigen. Niklaus' Herz schlug heftig. Erfinden Sie das, Frau Elisabeth. Sie sah ihn mit einer Mischung aus Schmerz und Zärtlichkeit an. Du hast denselben Blick, wenn du wütend wirst, genau wie als Kind, wenn du nicht schlafen wolltest. Lena spürte, wie ihr die Luft wegblieb. Niklaus begann schneller zu atmen. Halt! Aber Frau Elisabeth fuhr fort, denn sie wusste, dass dies vielleicht ihre einzige Chance sein würde. Sie haben dich eines Nachts von meiner Seite genommen. Sie sagten, es sei zu deinem Besten, dass ich nicht stabil sei, dass du Disziplin brauchst. Niklaus spürte, dass etwas in ihm hören wollte und etwas weglaufen wollte. Das ist eine Lüge. Man zwang mich, Papiere zu unterschreiben. Sie sagten, wenn ich es nicht täte, würde ich dich nie wiedersehen. Frau Elisabeths Stimme brach. Ich unterschrieb in dem Glauben, es sei vorübergehend. Lena legte die Hand an den Mund. Der Park existierte nicht mehr.
Nur diese Geschichte, die zwischen ihnen atmete. Niklaus erinnerte sich an Fragmente. Ein kleiner Koffer, eine eilige Umarmung, die Stimme seines Vaters, die sagte, »Deine Mutter ist krank, sie kann sich nicht um dich kümmern.« Niklaus' Stimme wurde leiser. Ich erinnere mich, dass sie weinte. Frau Elisabeth schloss die Augen. »Ich habe nie aufgehört, dich zu suchen.« Ein Zittern durchfuhr Niklaus' Körper. »Und warum sind Sie hier? Warum in diesem Park?« »Weil ich wusste, dass du in der Nähe wohnst.« Sie sah ihn direkt an. »Ich wollte dein Leben nicht zerstören. Ich wollte dich nur sehen, wenn auch nur aus der Ferne.« Lena spürte einen Kloß am Hals. »Und den Kaffee?« fragte sie leise. Frau Elisabeth lächelte schwach. Der Kaffee war die erste Geste der Zuneigung, die ich seit Jahren erhalten habe. Niklaus beobachtete sie mit einer Mischung aus Wut und Verwirrung. »Und warum sind Sie nicht zu meinem Haus gekommen? Warum haben Sie nicht an die Tür geklopft?« Frau Elisabeth senkte den Blick. »Weil ich fürchtete, du würdest mir das Herz verschließen, so wie es dein Vater getan hat.« Dieser Schlag traf direkt. Niklaus war immer kalt, distanziert, kontrollierend gewesen. Und nun deutete diese Frau an, dass er dasselbe geworden war, was er kritisierte. »Sie haben keine Beweise für nichts«, sagte er und versuchte, die Kontrolle zurückzugewinnen. Frau Elisabeth griff in ihre abgenutzte Tasche und zog einen kleinen, alten, zerknitterten Umschlag hervor. »Ich habe das hier aufbewahrt.« Niklaus nahm ihn mit steifen Händen. Es war ein Foto. Er, klein, auf einer Schaukel sitzend, und die Frau dahinter, jung, lächelnd. Niklaus' Herz setzte einen Moment aus. Dieses Foto war in keinem Album in seinem Haus. »Woher haben Sie das?« »Aus meiner Brieftasche. Ich habe es all die Jahre bei mir getragen.« Lena sah, wie sich das Gesicht des Millionärs zu verändern begann. Es war nicht mehr Arroganz, es war Zweifel. Niklaus fuhr mit dem Finger über das Bild. »Das beweist nichts.« »Du hast eine Narbe am linken Knie«, sagte Frau Elisabeth plötzlich. »Du hast sie dir beim Sturz von genau dieser Schaukel zugezogen. Ich trug dich weinend in die Küche und versprach dir, immer für dich da zu sein.« Niklaus spürte einen Schlag in den Magen. Diese Narbe war da, und niemand außer seiner engsten Familie wusste davon. Lena beobachtete, wie der Mantel am tadellosen Anzug anfing, die Fassung zu verlieren. »Wenn das wahr ist«, flüsterte er, »dann mein ganzes Leben.« Er beendete den Satz nicht, denn es bedeutete, zu akzeptieren, dass sein Vater ihn von seiner Mutter getrennt hatte, dass seine Geschichte unvollständig war, dass seine Identität auf einer Lüge aufgebaut war. Und das war zu viel. Niklaus drehte sich um. »Ich muss nachdenken.« »Niklaus«, sagte Frau Elisabeth mit zerbrechlicher Stimme, »ich kam nicht, um dich zu zerstören. Ich wollte nur wissen, ob du glücklich bist.« Diese Frage war die grausamste von allen. War er glücklich? Er hatte Geld, Prestige, Respekt, aber Glück? Lena erinnerte sich an den Tisch mit dem leeren Teller, die nächtlichen Spaziergänge, die Stille dieses riesigen Hauses. Niklaus antwortete nicht, ging nur ein paar Schritte, aber etwas hielt ihn auf. Er drehte sich wieder um. »Wenn das wahr ist, warum haben Sie mich nie auf legalem Weg gesucht?« Frau Elisabeth atmete mühsam, weil ich keine Mittel hatte, weil ich nach der Unterschrift unter diese Papiere allein da stand, weil niemand sich deinem Vater entgegenstellen wollte. Niklaus spürte, dass der Name seines Vaters schwerer denn je auf ihm lastete. Lena trat einen Schritt vor. »Herr Gerber, ich wusste nichts davon. Ich weiß«, sagte er, ohne sie anzusehen. Der Park schien sie zu beobachten. Der Ballonverkäufer ging vorbei, unberührt vom emotionalen Erdbeben, das auf dieser Bank stattfand. »Und was wollen Sie jetzt?« fragte Niklaus schließlich. Frau Elisabeth sah ihn mit aufrichtigen Tränen an. »Nichts. Ich will dein Geld nicht. Ich will deinen Nachnamen nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich nie aufgehört habe zu lieben.« Niklaus' Herz brach an einer Stelle, die jahrelang abgeschirmt gewesen war. Denn niemand sagte ihm das. Niemand sah ihn so an, und plötzlich verstand er etwas Verheerendes. Er hatte Jahre damit verbracht, Imperien aufzubauen, aber niemals ein Zuhause. Lena spürte, dass sie Zeugin eines Moments wurde, der alles verändern würde. Niklaus atmete tief ein. »Ich brauche Beweise, Dokumente, etwas, das dies bestätigt.« Frau Elisabeth nickte. »Ich habe sie. Nicht hier, aber ich habe sie.« Der Millionär steckte das Foto in seine Innentasche des Sakkos. »Ich werde nachforschen.« Seine Stimme war nicht mehr hart, sie war verletzlich. Lena verspürte eine kleine Erleichterung, aber dann fügte Frau Elisabeth etwas hinzu, das ihn bewegungslos machte. »Dein Vater hat mich nicht nur von dir getrennt, er hat auch noch etwas anderes verborgen.« Niklaus sah sie angespannt an. »Was denn?« Frau Elisabeth zögerte einen Moment, dass du nicht sein einziges Kind warst. Die Welt zerbrach erneut. Lena spürte, wie ihr die Luft wegblieb. »Was sagen Sie?« »Ich sage«, flüsterte Frau Elisabeth, »dass ich, bevor ich ging, schwanger war.« Die Stille war absolut. Niklaus spürte, wie sein Herz ihm aus der Brust sprang. »Das ist unmöglich. Ist es nicht?«
Lena legte die Hand an die Brust. Sie hatte ein anderes Kind? Frau Elisabeth senkte den Blick. Ja. Niklaus trat einen Schritt zurück. Wo ist es? Die Tränen fielen endlich unkontrolliert. Ich habe es auch verloren. Der Schmerz in ihrer Stimme war so tief, dass niemand an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln konnte. Dein Vater sorgte dafür, dass ich es nie wiedersehen würde. Niklaus' Welt hatte keine Form mehr. Er hatte nicht nur eine Mutter verloren, sondern auch einen Bruder oder eine Schwester, die er nie gekannt hatte. Ist es noch am Leben? Fragte er mit gebrochener Stimme. Frau Elisabeth verneinte langsam. Ich weiß es nicht. Lena spürte, dass diese Geschichte gerade erst ans Licht kam. Niklaus sah die Frau vor sich an. Er sah sie nicht mehr als Unbekannte. Er sah sie als Möglichkeit, als Spiegel der Vergangenheit. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren verspürte er den Wunsch zu weinen, aber der Stolz kämpfte noch in ihm. Wenn das wahr ist, sagte er schließlich, dann hat mein Vater mir mehr als nur eine Mutter geraubt. Frau Elisabeth nickte. Er hat dir die Wahrheit geraubt. Die Sonne begann langsam unterzugehen und tauchte den Park in goldene Farbtöne. Lena verstand, dass ihre kleine Geste des Cafés eine riesige Tür geöffnet hatte. Eine jahrzehntelang vergrabene Wahrheit begann zu atmen. Und das Beunruhigendste war, dass noch zu entdecken war, was mit diesem zweiten Kind geschehen war. Denn wenn es noch lebte, bedeutete das, dass die Familie Gerber nicht so war, wie Niklaus immer geglaubt hatte. Und wenn nicht, dann musste jemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Niklaus sah Lena an. Morgen arbeiten Sie nicht. Sie riss die Augen auf. Herr, kommen Sie um 8 Uhr zu mir nach Hause. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Lena empfand gleichzeitig Angst und Neugier. Ja, Herr. Niklaus sah Frau Elisabeth wieder an. Ich verspreche nichts, aber ich werde die Wahrheit herausfinden. Und in diesem Moment änderte sich etwas. Es war noch keine Versöhnung, keine Vergebung. Es war der Beginn einer Suche. Und wenn ein Mann, der immer alles kontrollierte, beschließt, die Wahrheit zu suchen, beginnt die Vergangenheit zu zittern. In dieser Nacht schlief Niklaus Gerber nicht. Das Foto lag immer noch auf seinem Schreibtisch, nur schwach beleuchtet von der italienischen Kristalllampe, die ihm immer elegant erschienen war, die aber jetzt lange, beunruhigende Schatten warf. Das Bild war real, zu real. Er konnte sich an die Schaukel erinnern, an das helle Kleid seiner Mutter, an ihr Parfüm. Was er sich nicht erinnern konnte, war der Moment, in dem sie starb, und das zerstörte ihn innerlich. Im Hauptschlafzimmer des Herrenhauses Pürwe am Seefeld war die Stille unerträglich. Die Uhr zeigte 3 Uhr morgens. Als Niklaus aufstand, zog er eine Jacke an und ging in sein privates Arbeitszimmer, wo er Familienunterlagen aufbewahrte. Wenn Frau Elisabeth die Wahrheit sagte, musste es Spuren geben. Er öffnete den alten Metallaktenschrank, der seinem Vater gehört hatte. Akten, Urkunden, Testamente, Zertifikate. Alles war perfekt geordnet. Zu perfekt. Niklaus begann, die Dokumente seiner Kindheit zu prüfen. Geburtsurkunde, Schulzeugnisse, Krankenversicherung. Er suchte die Sterbeurkunde seiner Mutter. Sie war nicht da. Er spürte einen Schlag in die Brust. Er suchte noch einmal mit größerer Angst. Nichts. Wie war das möglich? Er hatte immer geglaubt, sie gesehen zu haben, hatte immer angenommen, dass sie existierte, aber jetzt fand er keinen offiziellen Beweis für ihren Tod. Der Schweiß benetzte seine Hände. Er nahm das Telefon, wählte die Nummer von Thomas Brunner, dem Anwalt der Familie seit 30 Jahren. Niklaus, antwortete Thomas mit verschlafener Stimme. Geschieht etwas? Ich brauche die Sterbeurkunde meiner Mutter. Es herrschte Schweigen am anderen Ende. Das ist in den Familienarchiven, Niklaus. Ist es nicht? Thomas atmete tief ein. Dein Vater hat viele Dokumente persönlich bearbeitet. Vielleicht. Niklaus unterbrach ihn energisch. Ist meine Mutter wirklich gestorben, als man sagte, dass sie starb? Das Schweigen war diesmal länger, zu lang. Niklaus, das sind Dinge aus der Vergangenheit. Niklaus' Herz setzte einen Moment aus. Antworte mir. Thomas seufzte. Dein Vater bat darum, diese Angelegenheit nicht wieder aufzurollen. Dieser Satz war wie eine Bestätigung, ohne es auszusprechen. Welche Angelegenheit? Ich kann am Telefon nicht darüber sprechen. Niklaus schloss die Augen. Der Zweifel war keine Möglichkeit mehr, er war Realität. Kommen Sie morgen früh. Ich werde hier sein, antwortete Thomas. Niklaus legte auf. Er ließ sich in den Ledersessel fallen. Jahrelang hatte er das Andenken seines Vaters verteidigt. Er bewunderte ihn, imitierte ihn, und nun entdeckte er, dass der Mann, der ihm beigebracht hatte, stark zu sein, vielleicht für seine größte Lehre verantwortlich war. Pünktlich um 8 Uhr läutete Lena an der Tür des Herrenhauses. Sie trug keine Uniform, nur ein einfaches beiges Kleid und einen deutlich nervösen Ausdruck. Brigitte öffnete die Tür. Kommen Sie rein, mein Kind, der Herr wartet auf Sie. Lena ging den langen Flur entlang mit einem seltsamen Gefühl am Magen. Niklaus stand vor dem Panoramafenster und blickte auf die Stadt. Als sie eintrat, drehte er sich nicht sofort um. »Vertrauen Sie dieser Frau?« fragte er ohne Umschweife.
Lena schluckte. Ja, Herr. Niklaus drehte sich schließlich um. Seine Augen waren rot, nicht vor Wut, sondern vor etwas Tieferem. Letzte Nacht habe ich Dokumente geprüft. Es gibt keine Sterbeurkunde meiner Mutter. Lena spürte einen Schauer. Dann hat jemand gelogen. Die Türklingel ertönte erneut. Thomas Brunner trat Minuten später mit einem schwarzen Aktenkoffer ein. Er war ein älterer, eleganter Mann mit einem Blick, der von jahrelangen Geheimnissen gezeichnet war. Niklaus grüßte ernst. »Setzen Sie sich«, befahl Niklaus. Lena blieb schweigend, fast unsichtbar, aber er bat sie nicht zu gehen. Das war schon eine Veränderung. Thomas öffnete den Aktenkoffer, zog eine alte, vom Alter vergilbte Mappe heraus. Ihre Mutter, Elisabeth Moser, ist nicht 1994 gestorben, sagte er schließlich. Lena spürte, wie die Luft gefror. Niklaus presste die Zähne zusammen. Was ist dann passiert? Thomas zögerte. Ihr Vater beantragte eine gerichtliche Trennung. Er führte emotionale Instabilität an. Das ist wahr. Es gab keine medizinischen Beweise. Es war eine strategische Entscheidung. Niklaus' Herz schlug vor Wut. Und es wurde das alleinige Sorgerecht beantragt. Niklaus spürte, wie sich die Welt drehte. Und der angebliche Tod? Thomas senkte den Blick. Ihr Vater beschloss ihnen zu sagen, sie sei verstorben. Er glaubte, es sei einfacher, als ihnen den Konflikt zu erklären. Lena legte die Hand an die Brust. Niklaus stand abrupt auf. Man hat mich mein ganzes Leben belogen. Seine Stimme hallte ihr am Arbeitszimmer wider. Niklaus, versuchte Thomas ihn zu beruhigen. Ihr Vater wollte den Ruf der Familie schützen. »Schutz«, spie er das Wort wütend aus. »Er hat mir meine Mutter geraubt.« Die Stille wurde schwer. Lena beobachtete mit feuchten Augen. Der kalte, berechnende Mann zerbrach vor ihr. »Es gibt noch etwas«, fügte Thomas mühsam hinzu. Niklaus sah ihn mit verhaltener Wut an. »Sprechen Sie.« Ihre Mutter reichte nach der Trennung eine Anzeige ein. Lena riss die Augen auf. »Eine Anzeige?« »Ja«, fuhr Thomas fort. Sie behauptete, sie sei schwanger. Niklaus' Herz stockte fast. Und ihr Vater focht die Erklärung an. Er behauptete, es sei nicht sein Kind. Niklaus verspürte Übelkeit. Ist das wahr? Es gab keinen DNA-Test. Der Fall wurde mangels legaler Mittel seitens ihrer Mutter eingestellt. Die Stille war verheerend. Lena spürte, dass Frau Elisabeths Geschichte anfing, sich zusammenzufügen. »Dieses Baby wurde geboren?« fragte Niklaus mit kaum hörbarer Stimme. Thomas atmete tief ein. »Ja.« Die Welt hielt inne. »Wo ist es?« flüsterte Niklaus. Thomas schluckte. »Es gibt keine späteren Einträge in unseren Archiven.« Niklaus spürte, wie ihm die Luft wegblieb. »Wie? Keine Einträge?« Nach der Klage zahlte ihr Vater eine außergerichtliche Einigung. Lena spürte, wie ihr das Blut kochte. Eine Einigung, ja. Im Gegenzug verzichtete Elisabeth auf jegliche Ansprüche. Niklaus schloss die Augen fest. Das Bild seines Vaters, in der Öffentlichkeit immer so aufrecht und ehrenhaft, begann zu zerfallen. »Wissen Sie, was das bedeutet?«, sagte er mit gebrochener Stimme. »Es bedeutet, dass ich irgendwo einen Bruder oder eine Schwester habe?« Lena trat einen Schritt vor, und dass sie nicht gelogen hat. Niklaus sah Lena zum ersten Mal mit etwas anderem in den Augen an. Es war keine Überlegenheit, es war Verletzlichkeit. »Ich muss ihn finden«, Thomas schüttelte den Kopf. »Fast 30 Jahre sind vergangen. Das ist mir egal.« Niklaus nahm das Foto wieder in die Hand. »Ich werde nicht zulassen, dass Geld die Wahrheit wieder begräbt.« Lena spürte, dass sich in ihm etwas tiefgreifend veränderte. Es war nicht mehr der Mann, der ihre Geste am Park kritisiert hatte. Es war ein Sohn, ein verwundeter Sohn. »Herr Gerber«, sagte sie sanft. »Vielleicht weiß Frau Elisabeth mehr.« Niklaus nickte. »Wir werden sie noch heute sehen.« Stunden später kehrten die drei zum Lindenhof zurück. Frau Elisabeth saß auf derselben Bank. Als sie Niklaus mit entschlossenem Schritt näher kommen sah, war ihr Ausdruck eine Mischung aus Angst und Hoffnung. »Wir müssen reden«, sagte er ohne Umschweife. Frau Elisabeth nickte. Sie setzten sich zu dritt. Niklaus atmete tief ein. »Es stimmt, mein Vater hat gelogen. Sie sind nicht gestorben.« Tränen füllten die Augen der alten Frau. »Ich wusste es. Ich wusste es. Und das Baby?«, fuhr er fort. »Was ist passiert?« Frau Elisabeths Gesicht füllte sich mit Schmerz. Es wurde in einem Kantonsspital in Dietikon geboren. Lena spürte einen Schauer. Und dann sagten sie mir, es gäbe Komplikationen. Es brauche besondere Pflege, sie würden es verlegen. Niklaus spürte, wie sein Herz brach. Sie haben es nur einmal gesehen. Die Stimme der alten Frau war kaum ein Flüstern. Sie haben es mir weggenommen. Sie sagten, es sei zu seinem Besten. Lena schloss die Augen. »Haben Sie irgendwelche Dokumente bekommen?« Frau Elisabeth verneinte langsam. »Nur einen Brief, der besagte, dass das Kind adoptiert worden war.« Niklaus spürte einen Schlag in die Brust. »Adoptiert?« »Ja.« Die Stille war absolut. »Haben Sie diesen Brief?«
Frau Elisabeth nickte. Ich habe ihn all die Jahre aufbewahrt. Niklaus blickte zum Horizont. Die Welt, die er kannte, bestand aus sorgfältig konstruierten Lügen. Ich werde es finden. Lena sah ihn an, da war Entschlossenheit in seiner Stimme. Es war nicht der Stolz von früher, es war Notwendigkeit. Frau Elisabeth zitterte. Niklaus, ich möchte Ihnen keinen weiteren Schmerz bereiten. Er sah sie mit feuchten Augen an. Der Schmerz ist bereits da. Was ich will, ist Wahrheit. Der Wind wehte stark am Park. Lena spürte, dass die Geschichte noch tiefer werden würde. Denn wenn dieses Kind adoptiert worden war, dann war jemand aufgewachsen, ohne zu wissen, wer er wirklich war. Und wenn Niklaus ihn fand, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Die Luft am Lindenhof war nicht mehr dieselbe. Da war etwas in Niklauses Blick, das Lena noch nie zuvor gesehen hatte. Es war keine Arroganz, keine Kontrolle. Es war Dringlichkeit, eine stille Dringlichkeit, die nicht aus Stolz, sondern aus Leere geboren wurde. Frau Elisabeth, auf der Bank sitzend, hielt ihre abgenutzte Tasche fest, als würde sie darin das letzte Stück ihrer Vergangenheit bewahren. Der Brief ist in meinem Zimmer, sagte sie mit zitternder Stimme. Ich habe mich nie getraut, ihn wegzuwerfen. Niklaus nickte. Gehen wir jetzt. Lena zögerte einen Moment. Sie hatte den Millionär noch nie so schnell gehen sehen, ohne sich darum zu kümmern, wer ihn ansah. Er hatte nicht seine übliche steife Haltung. Er wirkte nicht wie der Mann, der auf millionenschweren Sitzungen Befehle gab. Er wirkte wie ein Sohn, der fürchtet, zu spät zu kommen. Frau Elisabeth wohnte in einer bescheidenen Pension in Dietikon, 20 Minuten vom Park entfernt, einem alten Gebäude mit abgeblätterten Wänden und muffigem Geruch. Niklaus hielt vor der verrosteten Metalltür an. Dieser Ort passte nicht zu seiner Welt aus Marmor und Glas, aber er trat ein. Das Zimmer war klein, ein einfaches Bett, ein alter Kleiderschrank, ein Tisch mit einer alten Lampe und in einer Kiste unter dem Bett die Vergangenheit. Frau Elisabeth kniete mühsam nieder und holte eine in Plastik eingewickelte Kartonschachtel hervor. Ihre Hände zitterten. »Ich hätte nie gedacht, dass du deswegen zurückkehren würdest«, flüsterte sie. Niklaus beugte sich vor sie. Zum ersten Mal waren seine Augen nicht über jemandem, sie waren auf gleicher Höhe. Frau Elisabeth öffnete die Kiste. Darin waren alte Fotos, Zeitungsausschnitte, ein Kinderarmband und ein weißer, vom Alter vergilbter Umschlag. Sie hielt ihn einige Sekunden fest, bevor sie ihn übergab. »Hier steht alles, was Sie mich wissen ließen.« Niklaus nahm den Umschlag. Seine Hände waren nicht mehr fest. Er öffnete ihn. Das Papier knisterte beim Entfalten. Lena beobachtete schweigend. Das Dokument trug den Stempel eines Kantonsspitals. Patientin weiblich. Elisabeth Moser. Neugeborener männlich. Zustand stabil. Verlegung genehmigt. Etwas weiter unten eine maschinengeschriebene Notiz. Der Minderjährige wird am Rahmen eines privaten Adoptionsprotokolls übergeben. Die Mutter unterzeichnet freiwillige Abtretung der Rechte. Niklaus spürte, wie ihm das Blut kochte. »Freiwillige Abtretung«, murmelte Frau Elisabeth. Sie verneinte mit Tränen in den Augen. »Sie ließen mich unterschreiben, als ich sediert war. Sie sagten, wenn ich es nicht täte, würde ich dich niemals wiedersehen.« Die Stille war verheerend. Lena spürte eine enorme Last auf der Brust. Niklaus zerknüllte das Papier. »Das ist illegal.« »Zu dieser Zeit hörte niemand einer mittellosen Frau zu«, antwortete Frau Elisabeth. Niklaus atmete tief ein. »Steht der Name der Adoptivfamilie dabei?« Frau Elisabeth verneinte. »Ich habe nie mehr erfahren.« Lena trat langsam näher. »Herr Gerber, mit der Protokollnummer könnte man die Akte vielleicht zurückverfolgen.« Niklaus sah sie an, und in seinem Blick war etwas Neues. »Respekt. Sie haben recht.« Er nahm das Telefon. »Thomas«, sagte er, kaum dass sie abgenommen hatten. »Ich brauche Sie, um ein Adoptionsprotokoll von 1995 aus dem Kantonsspital Dietikon zurückzuverfolgen.« Es herrschte Schweigen am anderen Ende. »Das ist kompliziert, Niklaus. Das sind alte Akten.« »Ist mir egal. Finden Sie es.« Er legte auf. Er drehte sich zu Frau Elisabeth um. »Ich werde das nicht so lassen.« Die alte Frau sah ihn mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung an. »Niklaus, wenn du ihn findest, will er vielleicht nichts von uns wissen.« Diese Möglichkeit traf hart, denn die Suche nach der Wahrheit beinhaltet auch die Akzeptanz von Ablehnung. »Egal«, sagte er mit fester Stimme, »er hat ein Recht zu erfahren.« Lena spürte, dass der Mann vor ihr nicht derselbe war. Da war etwas Menschlicheres in seinen Worten, etwas, das das Geld ihm nie gegeben hatte. 2 Tage später rief Thomas an. »Ich habe etwas gefunden.« Niklaus war in seinem Arbeitszimmer. Lena putzte schweigend, aber ihr Ohr war aufmerksam. Die Akte wurde an eine private Adoptionsagentur überführt, fuhr Thomas fort. Diese wurde 2002 geschlossen, aber die Archive wurden von einer anderen Institution übernommen. Niklaus stand auf. »Geben Sie mir die Adresse.« Am selben Nachmittag fuhren Niklaus und Lena zu einem Büro in der Zürcher Innenstadt. Lena war noch nie als Beifahrerin in diesem Auto gesessen,
Sie fuhr immer hinten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt saß sie neben dem Millionär. Die Stille war anders, nicht unangenehm, sondern voller Bedeutung. »Danke«, sagte er plötzlich. Lena sah ihn überrascht an. »Wofür, Herr?« »Dafür, dass Sie beim Kaffee nicht aufgegeben haben.« Sie senkte den Blick. Manchmal verändert das Kleine große Dinge. Niklaus nickte langsam. Vielleicht hatte er sein ganzes Leben lang nach riesigen Lösungen gesucht, wo das, was er brauchte, etwas Einfaches war. Sie erreichten das Büro. Eine Frau empfing sie. »Wir suchen Informationen über eine Adoption aus dem Jahr 1995, sagte Niklaus und zeigte das Dokument. Die Frau durchsuchte geduldig die digitalen Archive. Minuten vergingen, die sich wie Ewigkeiten anfühlten. Schließlich hob sie den Blick. »Hier ist es.« Niklaus spürte, wie sein Herz in den Ohren pochte. Der Minderjährige wurde von einem Ehepaar namens Salcedo adoptiert. Lena hielt den Atem an. »Wohnen Sie in Zürich?« »Nein.« Sie zogen 2 Jahre später nach Luzern. Niklaus spürte, wie sich die Welt bewegte. Der Name des Kindes? Die Frau zögerte. Er wurde legal geändert. Er wird jetzt als Michael Steiner geführt. Michael. Der Name hallte in Niklaus Brust wie ein unbekanntes Echo. Aktuelles Alter, 28 Jahre. Die gleiche Berechnung, die sie angestellt hatten. Lena spürte, wie die Geschichte real wurde. Es war nicht nur eine Erinnerung, es war eine lebende Person. »Können wir die Adresse bekommen?« Die Frau verneinte, nur am Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Niklaus presste die Kiefer zusammen. »Wir werden es einleiten.« Beim Hinausgehen bemerkte Lena etwas. Niklaus lächelte nicht. Er war auch nicht euphorisch. Er hatte Angst. »Haben Sie Angst?« fragte sie sanft. Niklaus antwortete nicht sofort. »Ich habe Angst, dass er mich hasst.« Lena empfand Zärtlichkeit. Vielleicht tut er es nicht. Vielleicht doch. Der Millionär, der nie Angst hatte, Geld zu verlieren, fürchtete nun, eine Chance zu verlieren. In dieser Nacht kehrte Niklaus in die Pension zurück. Frau Elisabeth erwartete ihn auf dem Bett sitzend. »Haben Sie etwas gefunden?« »Ja.« Sie hielt den Atem an. »Er lebt.« Die Tränen brachen unkontrolliert hervor. »Er heißt Michael. Er lebt in Luzern.« Frau Elisabeth vergrub ihr Gesicht. »Danke, danke.« Niklaus setzte sich neben sie und umarmte sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Lena, die an der Tür stand, spürte, wie die Welt stillstand. Diese Umarmung war nicht elegant, nicht perfekt, sie war unbeholfen, sie kam zu spät, aber sie war echt, und manchmal ist das Echte mehr wert als das Perfekte. »Ich werde ihn suchen«, sagte Niklaus mit fester Stimme. Frau Elisabeth sah ihn ängstlich an. »Und wenn er uns nicht sehen will?« Niklaus atmete tief ein. »Dann wird er zumindest wissen, dass wir es versucht haben.« Lena verstand in diesem Moment etwas Tiefes. Der Kaffee war nie nur Kaffee gewesen, er war die Brücke. Er war der Funke, der eine fast 30 Jahre lang verschlossene Tür geöffnet hatte. Als sie gehen wollten, erinnerte sich Frau Elisabeth an etwas. Es gibt noch etwas. Niklaus sah sie an. An dem Tag, an dem sie mir das Baby wegnahmen, weinte eine Krankenschwester. Lena runzelte die Stirn. Warum? Weil sie sagte, es sei nicht fair. Niklaus spürte einen Stich. Erinnern Sie sich an Ihren Namen? Frau Elisabeth überlegte. Ich glaube, sie hieß Christine Müller. Lena riss die Augen auf. Meine Mutter heißt Christine Müller. Die Stille war absolut. Niklaus drehte sich langsam zu Lena um. Was haben Sie gesagt? Sie schluckte. Meine Mutter hat in den 90er Jahren viele Jahre in einem Kantonsspital in Dietikon gearbeitet. Die Welt veränderte sich erneut. Lebt sie noch? Fragte Niklaus. Ja. Niklaus' Herz schlug kräftig. Ich muss mit ihr sprechen. Lena spürte, dass das Schicksal etwas viel Größeres webte, als sie sich vorstellen konnten. Denn wenn ihre Mutter diese Krankenschwester war, dann gab es noch jemand anderen, der die Wahrheit kannte. Und vielleicht gab es Details, die noch nicht ans Licht gekommen waren. Niklaus sah Frau Elisabeth an. Das ist noch nicht das Ende. Und zum ersten Mal klang seine Stimme nicht wie ein geschäftliches Versprechen, sondern wie die Entschlossenheit eines Sohnes, der nicht länger in der Lüge leben wollte. Die Vergangenheit begann sich zu öffnen, und was sie in Luzern entdecken würden, könnte nicht nur Michaels Leben verändern, sondern auch das von Niklaus und Lena. Denn manchmal, wenn man beschließt, die Wahrheit zu suchen, entdeckt man, dass die eigene Geschichte mit mehr Menschen verbunden ist, als man sich vorgestellt hat. Die Fahrt von Dietikon zum Haus von Lenas Mutter verlief schweigend. Es war keine unangenehme Stille. Es war eine Stille, die schwer wog. Niklaus fuhr mit starrem Blick nach vorn, aber seine Gedanken waren Jahrzehnte zurück. In einem Kantonsspital, in einem Kreissaal, bei einer erzwungenen Unterschrift. Lena hatte die Hände auf den Knien verschränkt. Sie hätte nie gedacht, dass die einfache Geste, Kaffee zu bringen, ihr Leben so eng mit der Geschichte ihres eigenen Chefs verbinden würde. Meine Mutter spricht nicht viel über die Vergangenheit, sagte sie leise. Sie war immer zurückhaltend, was ihre Arbeit betraf. Niklaus nickte. Ich brauche nur, dass sie die Wahrheit sagt.
Lena sah ihn von der Seite an. Zum ersten Mal sah sie ihn nicht als Herrn Gerber. Sie sah ihn als einen Mann, der seine Identität Stück für Stück wieder aufbaute. Sie kamen zu einem einfachen Haus, in einer ruhigen Siedlung in Dietikon. Hellblaue Wände, ein kleiner Garten mit Blumentöpfen. Lena stieg zuerst aus, klopfte an die Tür. Eine Frau um die 50 öffnete. Hochgestecktes Haar, warmer Blick, edle Müdigkeit. »Lena?« fragte sie überrascht. »Alles in Ordnung?« Lena atmete tief durch. »Mama, wir müssen reden.« Die Frau sah Niklaus an, erkannte ihn sofort. Ihr wurde das Blut aus dem Gesicht getrieben. »Sie«, flüsterte sie. Niklaus spürte einen Schlag in die Brust. »Sind Sie Christine Müller?« Sie antwortete nicht sofort. Ihre Augen begannen feucht zu werden. »Ja.« Die Stille wurde schwer. Niklaus trat einen Schritt vor. »Meine Mutter hat in diesem Jahr dort entbunden.« Christine sah ihn an, als hätte sie diesen Moment jahrelang erwartet. »Ich weiß.« Lena spürte, wie der Boden unter ihr verschwand. »Was?« Christine atmete tief ein. »Kommen Sie rein.« Sie traten ein. Der Salon war klein, aber gemütlich. Christine setzte sich langsam. Ihre Hände zitterten. »Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde«, sagte sie. Niklaus spürte einen Schauer. »Dann wissen Sie, was passiert ist.« Christine senkte den Blick. Ihre Mutter wollte nicht unterschreiben. Niklaus' Herz setzte aus. »Wie?« Man sagte ihr, das Baby brauche besondere Pflege. Es wäre besser, es zu verlegen. Sie war schwach, verletzlich und sie war sediert. Lena legte die Hand an den Mund. Sie wurde gezwungen. Christine nickte. Der biologische Vater war anwesend. Er hatte Anwälte. Er hatte Einfluss. Niklaus spürte, wie die Wut in ihm zu kochen begann. »Mein Vater?« Christine sah ihn mit Mitgefühl an. »Ja, die Stille war verheerend. Ich war jung«, fuhr Christine fort. »Ich hatte keine Macht. Ich konnte nur zusehen.« Lena spürte einen Kloß in der Kehle. »Warum haben Sie geweint?« fragte sie. Christine sah ihre Tochter an, weil ich sah, wie eine Mutter von ihrem Kind getrennt wurde, ohne wirklich zu verstehen, was sie unterschrieb. Niklaus spürte, wie die Luft schwer wurde. »Das Baby war gesund?« Christine hielt ihren Blick fest. »Ja.« Dieses Wort schlug ein wie eine Bombe. Es brauchte keine Verlegung. Es brauchte keine Adoption. Lena spürte, wie Empörung ihren Körper durchfuhr. Dann war es eine Täuschung. Christine nickte. »Ja.« Niklaus stand abrupt auf. »Mein Vater kaufte das Schweigen aller.« Christine verneinte sanft. »Nicht aller.« Niklaus sah sie an. »Ich habe eine Kopie der Akte aufbewahrt. Die Herzen der 3 beschleunigten sich. Haben Sie sie?« fragte Niklaus mit angespannter Stimme. Christine stand auf. Sie ging zu einer alten Schublade, holte einen Umschlag hervor und legte ihn auf den Tisch. Ich konnte ihn nie zerstören. Niklaus öffnete den Umschlag mit zitternden Händen. Darin waren medizinische Aufzeichnungen, Unterschriften, eine handschriftliche Notiz, Verlegung vom Vormund beantragt, Mutter unter Einfluss von Sedativa. Niklaus spürte, wie das Blut in ihm kochte. Lena beobachtete jedes Wort. »Beweist das, dass sie gezwungen wurde?« fragte sie. Christine nickte. »Es beweist, dass sie nicht in der Lage war, freiwillig zu unterschreiben.« Die Stille war tief. Niklaus atmete tief ein. »Damit kann ich den Fall wieder aufrollen.« Christine sah ihn vorsichtig an. »Niklaus, suchen Sie nicht nur legale Gerechtigkeit.« Er runzelte die Stirn. »Was meinen Sie? Suchen Sie emotionale Wahrheit.« Lena spürte, dass dieser Satz wichtig war. Christine fuhr fort. »Dein Vater handelte aus Angst. Ich rechtfertige nicht, was er tat, aber Angst führt zu grausamen Entscheidungen.« Niklaus ballte die Fäuste. »Angst wovor?« Christine sah ihn direkt an. »Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst, den Ruf zu verlieren. Angst, dich zu verlieren.« Die Stille war aufschlussreich. Lena verstand in diesem Moment etwas. Niklaus' Vater hatte nicht nur aus Böswilligkeit gehandelt. Er hatte aus Besessenheit gehandelt, aus dem Bedürfnis nach Dominanz. »Weiß mein Bruder etwas?« fragte Niklaus schließlich. Christine verneinte. »Das glaube ich nicht.« Lena sah ihre Mutter an. »Erinnern Sie sich an den Namen des Adoptionsvermittlers?« Christine dachte einige Sekunden nach. Es war ein Mann namens Steffen Koch. Er arbeitete mit hochrangigen Familien zusammen. Niklaus spürte, wie sich die Geschichte wie ein dunkles Puzzle zusammenfügte. Lebt er noch? Das weiß ich nicht. Lena spürte, dass jede Antwort mehr Fragen aufwarf. Niklaus nahm die Dokumente. »Danke.« Christine sah ihn zärtlich an. »Ich habe an diesem Tag auch etwas verloren.« Er sah sie überrascht an. »Ich habe den Glauben an das System verloren.« Die Stille wurde menschlich. Lena trat zu ihrer Mutter und umarmte sie. »Danke, dass du nicht geschwiegen hast.« Christine hielt sie fest. »Ich wollte nie, dass du mit Lügen leben musst.« Niklaus beobachtete die Szene und verstand etwas, das ihn sanft und brutal traf. Liebe ist nicht immer perfekt, aber wenn sie aufrichtig ist, hält sie Jahrzehnte. Er wandte sich an Christine. »Wären Sie bereit, bei Bedarf auszusagen?« Christine atmete tief ein.
Ja, Lena empfand Stolz. Ihre Mutter war keine Komplizin gewesen. Sie war Zeugin gewesen und würde nun eine Stimme sein. Als sie das Haus verließen, ging Niklaus schweigend. »Was werden Sie jetzt tun?« fragte Lena. »Nach Luzern fahren.« Sie sah ihn an. »Allein?« Niklaus zögerte einen Moment. Er sah sie direkt an. »Ich möchte, dass Sie mitkommen.« Lena spürte, wie ihr Herz kräftig schlug. Sie hätte nie gedacht, dass sie Teil von etwas so Grossem werden würde. »In Ordnung.« Niklaus atmete tief ein. »Morgen fahren wir früh los.« In dieser Nacht, während der Zürcher Himmel sich in Orange und Violett färbte, änderten sich 3 Leben gleichzeitig. Frau Elisabeth betete in ihrem kleinen Zimmer schweigend. Christine in ihrem blauen Haus blickte mit weniger Schuld auf die Vergangenheit. Und Niklaus, in seinem riesigen Herrenhaus, verstand zum ersten Mal, dass Macht ihn nicht stark machte. Die Wahrheit schon, aber die Frage, die in der Luft schwebte, war eine andere. Wie würde Michael reagieren, wenn er erführe, dass seine Geschichte nicht die war, die man ihm erzählt hatte? Denn ihn zu finden, war nur der Anfang. Das Schwierige wäre, eine Tür zu öffnen, die fast 30 Jahre lang verschlossen gewesen war. Und manchmal sind nicht alle bereit zu hören, wer sie wirklich sind. Der Sonnenaufgang in Zürich war an diesem Morgen anders. Nicht, weil der Himmel klarer war, nicht, weil die Luft anders war, sondern weil Niklaus Gerber zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht an Geschäfte dachte, sondern an einen Namen: Michael. Lena kam pünktlich mit einem kleinen Rucksack und rasendem Herzen an. Sie hatte die Stadt noch nie in Begleitung ihres Chefs verlassen, geschweige denn für etwas so Persönliches. Das schwarze Auto fuhr auf der Autobahn in Richtung Luzern, während die Stille zwischen ihnen von ungesagten Gedanken erfüllt war. »Was, wenn er mich nicht sehen will?« fragte Niklaus plötzlich, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Lena brauchte einige Sekunden, um zu antworten. Dann wird er zumindest wissen, dass es eine größere Wahrheit gibt, als die, die man ihm erzählt hat. Niklaus nickte langsam. Jahrelang hatte er Verträge, Unternehmen, Investitionen kontrolliert, aber jetzt sah er sich etwas gegenüber, das er nicht mit Zahlen berechnen konnte: die Angst, nicht akzeptiert zu werden. Sie kamen mittags an. Thomas hatte es geschafft, durch ein vorläufiges Gerichtsverfahren eine Adresse zu erhalten. Michael Steiner wohnte in einem ruhigen Wohnviertel, weit entfernt von ostentativem Luxus, aber komfortabel. Lena sah die aneinandergereihten Häuser, die gepflegten Bäume, die vor jeder Garage parkenden Autos. »Vielleicht hatte er ein gutes Leben«, flüsterte sie. Niklaus spürte einen Kloß am Hals. »Das hoffe ich.« Sie parkten vor einem cremefarbenen Haus mit einem kleinen Balkon. Niklaus atmete tief durch, bevor er ausstieg. Für eine Sekunde zögerte er. Es war keine körperliche Angst. Es war emotionale Angst. Er klingelte. Ewige Sekunden vergingen. Die Tür öffnete sich. Ein Mann von etwa 28 Jahren erschien. Dunkles Haar, fester Blick, ruhige Haltung, und etwas in seinem Ausdruck ließ die Welt stillstehen, denn er hatte dieselben Augen wie Niklaus. Lena bemerkte es sofort. Michael runzelte leicht die Stirn. »Ja?« Niklaus öffnete den Mund, aber die Worte kamen nicht heraus. Er hatte diesen Moment nie geprobt. Er hatte nie gedacht, dass Blut sich so erkennen könnte. »Michael Steiner?« gelang es ihm schließlich zu sagen. »Ja, wer sucht mich?« Niklaus schluckte. »Mein Name ist Niklaus Gerber.« Michael sah ihn an, ohne ihn zu erkennen. »Sagt mir nichts.« Lena trat einen kleinen Schritt vor. »Wir kommen, um mit Ihnen über etwas Wichtiges zu sprechen.« Michael musterte ihre Gesichter. Er sah keine Bedrohung, aber Anspannung. »Ich arbeite«, sagte er bestimmt. »Wenn es geschäftlich ist, interessiert es mich nicht.« Niklaus atmete tief durch. »Es ist nicht geschäftlich, es ist persönlich.« Michael zögerte. Schließlich öffnete er die Tür etwas weiter. 5 Minuten. Sie traten ein. Das Wohnzimmer war einfach, ordentlich. Auf einem Regal standen Familienfotos. Michael mit einem älteren Paar, lächelnd. Niklaus verspürte etwas Unerwartetes. Erleichterung. Er war geliebt worden. Michael setzte sich ihnen gegenüber. »Gut. Worum geht es?« Niklaus spürte, wie sein Herz gegen die Brust schlug. »Wissen Sie, dass Sie adoptiert sind?« Die Stille war unmittelbar. Michael blinzelte einmal, dann zweimal. »Ja«, antwortete er überraschend ruhig. »Meine Eltern haben es mir nie verheimlicht.« Lena spürte, wie die Luft wieder zirkulierte. Michael verschränkte die Arme. »Was hat das mit Ihnen zu tun?« Niklaus hielt seinen Blick fest. »Es hat mit Ihrer Herkunft zu tun.« Michael verlor nicht die Fassung. »Meine Herkunft ist dieses Haus. Meine Eltern. Mein Leben.« Niklaus nickte langsam, und das ändert sich nicht. Der junge Mann beobachtete ihn vorsichtig. »Dann erklären Sie.« Niklaus atmete tief durch. »Ihre leibliche Mutter heißt Elisabeth Moser.« Michael blieb regungslos. Der feste Ausdruck begann kaum merklich zu zerbrechen. »Woher wissen Sie das?« »Weil sie auch meine Mutter ist.« Die Welt erstarrte. Lena spürte, wie die Zeit stillstand. Michael stand abrupt auf.
Was sagen Sie da? Niklaus stand ebenfalls auf, hielt aber Abstand. Ich sage, ich bin Ihr Bruder. Die Stille wurde fast schmerzhaft. Michael begann auf und ab zu gehen. Nein, nein, das ist nicht möglich. Lena beobachtete mit rasendem Herzen. Michael fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Meine Eltern sagten mir, meine leibliche Mutter könne sich nicht um mich kümmern. Es sei eine freiwillige Entscheidung gewesen. Niklaus hielt seinen Blick fest. Das war es nicht. Michael blieb stehen. Sie unterstellen, ich wurde gestohlen? Das Wort fiel wie ein Stein. Niklaus wich nicht aus. Ich sage, es gab Manipulation. Michael sah ihn ungläubig und mit verhaltener Wut an. Und warum sollte ich Ihnen glauben? Niklaus zog die Kopie der Akte hervor, legte sie auf den Tisch, weil ich Beweise habe. Michael zögerte, nahm die Papiere, seine Augen huschten langsam über die Zeilen. Lena konnte sehen, wie sich seine Atmung veränderte. Das ist falsch, flüsterte er, obwohl seine Stimme nicht überzeugt klang. Es gibt eine Krankenschwester, die bereit ist auszusagen, fügte Niklaus hinzu, und meine Mutter hat nie aufgehört, sie zu suchen. Michael hob den Blick abrupt. Sie lebt? Die Frage enthielt keine Wut, sondern Angst. Niklaus nickte. Ja. Michael spürte, wie sich die Welt neigte. Jahrelang hatte er sich seine leibliche Mutter als Schatten vorgestellt, als geschlossenes Geheimnis. Und jetzt sagte man ihm, dass sie lebte und ihn geliebt hatte. Ich brauche. Seine Stimme brach leicht. Ich muss nachdenken. Lena sprach zum ersten Mal direkt mit ihm. Wir kommen nicht, um Ihnen etwas wegzunehmen. Michael sah sie an. Sie hielt seinen Blick sanft. Wir kommen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Wahrheit zu erfahren. Der junge Mann atmete tief durch. Meine Adoptiveltern sind meine Familie. Niklaus nickte. Und niemand will das ändern. Michael sah die Dokumente wieder an. Seine Welt begann zu wanken. Warum jetzt? Fragte er schließlich. Niklaus senkte die Stimme, weil die Wahrheit zufällig ans Licht kam, dank jemandem, der jeden Tag einer Frau Kaffee brachte, die niemand ansah. Michael runzelte die Stirn. Was? Lena atmete tief durch und erzählte alles. Der Park, der Kaffee, das Geständnis, die Untersuchung. Michael hörte schweigend zu. Als sie fertig war, ließ sich der junge Mann in den Sessel fallen. Das ist zu viel. Niklaus verspürte einen seltsamen Impuls. Er wusste nicht, ob er ihn umarmen oder zurückweichen sollte. Er wählte Letzteres. Sie müssen heute nichts entscheiden. Michael sah ihn an. Da war etwas in Niklaus Augen, das keine Berechnung war. Es war Verletzlichkeit. »Sie will mich sehen?« fragte er leise. Niklaus spürte, wie sein Herz stillstand. Ja, die Stille war anders. Jetzt war es keine Ablehnung. Es war Angst, gemischt mit Neugier. Michael sah das Familienfoto auf dem Regal, dann wandte er den Blick zu Niklaus. »Ich muss zuerst mit meinen Eltern sprechen.« Niklaus nickte. »Das ist richtig.« Lena verspürte Erleichterung. Es war kein gewaltsamer Abschluss gewesen. Es war eine angelehnte Tür. Daniel näherte sich der Tür. Bevor sie gingen, sagte er, »Wenn das wahr ist, will ich endgültige Beweise.« Niklaus hielt seinen Blick fest. »Die werden Sie bekommen.« Als das Auto zurück zum Hotel fuhr, sprach keiner von ihnen mehrere Minuten lang. Lena brach schließlich das Schweigen. »Er hat uns nicht rausgeworfen.« Niklaus atmete langsam aus. »Das ist schon etwas.« Er blickte in den Rückspiegel. »Er hat meine Augen.« Lena lächelte leicht. Und ihre Art, die Stirn zu runzeln. Niklaus ließ ein kurzes Lachen entweichen. Es war kein geschäftliches Lachen. Es war menschlich. Aber er wusste, dass das Schwierigste erst begann. Denn jetzt ging es nicht nur um Dokumente, es ging um Emotionen. Und Emotionen werden nicht unterschrieben oder archiviert, sie werden konfrontiert. In Luzern stand Michael vor der geschlossenen Tür, hielt die Papiere fest und spürte, dass das Leben, das er kannte, Risse hatte. Und zum ersten Mal in seinem Leben fragte er sich, wer er wirklich war. In dieser Nacht schlief in Luzern niemand in Frieden. Im Hotelzimmer saß Niklaus vor dem Fenster und blickte auf die fernen Lichter der Stadt, als könnte er darin eine Antwort finden. Lena war am Nebenzimmer, konnte aber auch nicht einschlafen. Sie wusste, dass es nicht mehr nur um ein Wiedersehen ging. Es ging um Identität, um Zugehörigkeit, um eine Wunde, die fast 30 Jahre lang offen gewesen war. Währenddessen saß Michael am cremefarbenen Haus der ruhigen Siedlung am Esstisch mit seinen Adoptiveltern, Herrn und Frau Baumann. Die Aktenmappe mit den Dokumenten lag offen vor ihnen. Die Stille wog schwer wie ein Sturm, bevor er ausbrach. »Wo hast du das her?« fragte Frau Baumann mit zitternder Stimme. Michael atmete tief ein. Heute kam ein Mann vorbei. Ein Mann namens Niklaus Gerber. Er sagt, er sei mein Bruder. Herr Baumann blieb regungslos. Der Nachname hallte unbehaglich auf dem Tisch wieder. »Gerber?« wiederholte er langsam. Frau Baumann senkte den Blick. Michael bemerkte es. »Wusstet ihr etwas?« Die Stille war die Antwort. »Mama«, drängte er sanft, »ich muss es wissen.« Frau Baumann begann schweigend zu weinen. Herr Baumann legte eine Hand auf ihre Schulter.
Wir wussten, dass die Adoption unklar war. Michael spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Unklar wie. Herr Baumann seufzte tief. Der Vermittler versicherte uns, es sei eine freiwillige Abtretung, aber es gab Kommentare, Gerüchte, dass der biologische Vater viel Macht hatte. Michael spürte, wie sich die Welt zu neigen begann, und trotzdem habt ihr unterschrieben. Frau Baumann hob ihren tränenüberströmten Blick. Wir haben dich so sehr gewollt, mein Kind, dass wir nicht genug gefragt haben. Der Schmerz in ihrer Stimme war echt. Michael spürte, dass die Wut keinen Platz fand, denn seine Adoptiveltern waren keine Bösewichte. Sie hatten ihn geliebt, sich um ihn gekümmert, ihm eine stabile Kindheit gegeben, aber jetzt existierte eine andere Wahrheit. »Wusstet ihr, dass meine leibliche Mutter noch lebte?« fragte er mit gebrochener Stimme. Frau Baumann verneinte energisch. Man sagte uns, sie sei kurz nach der Geburt verstorben. Michael schloss die Augen. Die Lüge war größer gewesen, als er es sich vorgestellt hatte. Nicht nur für ihn, für alle. Die Stille wurde schwer. »Möchtest du sie kennenlernen?« fragte Herr Baumann schließlich. Michael zögerte. Sein Herz schlug kräftig. »Ich weiß nicht.« Frau Baumann nahm seine Hände. »Sohn, unsere Liebe hing nie von deiner Herkunft ab. Aber wenn du Antworten brauchst, werden wir dich nicht aufhalten.« Dieser Satz gab ihm etwas, das er nicht erwartet hatte. Freiheit. Michael atmete tief ein. »Ich muss sie sehen.« Am nächsten Morgen vibrierte Niklaus' Telefon. Eine unbekannte Nachricht. »Ich möchte allein sprechen, ohne Anwälte, ohne Druck.« Niklaus spürte, wie sein Herz schneller schlug. Lena, die ihm am Frühstückstisch gegenüber saß, bemerkte die Veränderung in seinem Ausdruck. »Er ist es.« Niklaus nickte. »Er will nur mit mir sprechen.« Lena sah ihn ernst an. »Gehen Sie.« Niklaus zögerte. »Und wenn er mich ablehnt?« Lena hielt seinen Blick fest. »Dann werden Sie zumindest mutig gewesen sein.« Niklaus atmete tief durch und antwortete, »Ich bin hier. Sagen Sie, wo?« Die Antwort kam Minuten später. Vögeli-Gärtli um 11 Uhr. Das Schicksal schien die Anfangsszene zu wiederholen. Ein anderer Park, eine andere Bank, ein weiteres Gespräch, das alles verändern konnte. Michael saß da, als Niklaus ankam. Er trug keinen Anzug, keine teure Uhr, nur Jeans und ein einfaches Hemd. Niklaus blieb vor ihm stehen. Die Ähnlichkeit war unübersehbar. Dieselben Wangenknochen, dieselbe Kieferlinie. Michael brach die Stille. »Ich bin nicht gekommen, um zu streiten.« Niklaus nickte. »Ich auch nicht.« Sie setzten sich. Für einen Moment wussten beide nicht, was sie sagen sollten. »Ich wusste immer, dass etwas nicht stimmte«, gestand Michael schließlich. »Aber ich wusste nicht, was es war.« Niklaus hörte ihm zu, ohne zu unterbrechen. »Ich komme nicht, um dir dein Leben wegzunehmen«, sagte er ehrlich. »Ich möchte dir nur die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu erfahren.« Michael senkte den Blick. »Warum jetzt?« Niklaus atmete tief ein, weil eine Frau, die niemand ansah, mich daran erinnerte, was es bedeutet, nicht aufzugeben. Michael hob den Blick. »Hat sie mich wirklich all die Jahre gesucht?« Niklaus nickte. »Sie hat nie aufgehört.« Die Stille wurde sanft, nicht angespannt. Michael schluckte. »Und du?« Niklaus zögerte eine Sekunde. »Ich wusste nicht, dass du existierst, aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich es nicht ignorieren.« Diese Aufrichtigkeit veränderte etwas in der Luft. Michael atmete tief ein. »Ich möchte sie sehen.« Die Worte waren einfach, wogen aber wie eine sich öffnende Tür. Niklaus spürte, wie sich seine Brust mit etwas Warmem füllte. Es war kein Triumph, es war Erleichterung. An diesem Nachmittag sprach Michael mit seinen Adoptiveltern. Er erklärte ihnen seine Entscheidung. Clara weinte. Herr Baumann umarmte ihn fest. »Dein Herz ist groß«, sagte er ihm. »Das ist es, was zählt.« Michael spürte, dass er keine Familie verlor, sondern seine Geschichte erweiterte. Als das Auto zurück zum Hotel fuhr, blickte Niklaus Michael Fürsten am Rückspiegel mit einer Mischung aus Emotion und Furcht an. Lena, die hinten neben Michael saß, spürte, dass sie Zeugin von etwas Heiligem wurde. Niemand sprach viel, aber die Stille war nicht mehr schwer. Sie war erwartungsvoll. Frau Elisabeth saß in ihrem kleinen Zimmer, als sie Schritte auf dem Flur hörte. Niklaus öffnete langsam die Tür. Michael blieb an der Schwelle stehen. Die Zeit schien stillzustehen. Frau Elisabeth hob den Blick. Ihre Augen trafen sich. Die Luft verschwand. »Michael«, flüsterte sie, als hätte der Name jahrzehntelang auf ihren Lippen gewartet. Michael spürte, wie sein Herz gegen die Brust schlug. Er hatte diesen Moment oft vorgestellt, seit er die Wahrheit kannte. Aber die Realität war anders, zerbrechlicher, menschlicher. Er näherte sich langsam. Frau Elisabeth stand mühsam auf. Ihre Hände zitterten. »Verzeih mir«, war das Erste, was sie sagte. »Verzeih mir, dass ich dich nicht beschützt habe.« Michael spürte, wie etwas in ihm zerbrach. Denn er sah keine Schuld. Er sah Schmerz. »Es war nicht deine Schuld«, flüsterte er. Die Tränen begannen ohne Erlaubnis zu fließen. Frau Elisabeth streckte die Hand aus, wagte es aber nicht, ihn zu berühren.
Michael machte den letzten Schritt und umarmte sie. Es war keine perfekte Umarmung, sie war unbeholfen, voller jahrelang zurückgehaltener Tränen. Lena spürte, wie ihr die Brust explodierte. Niklaus beobachtete mit feuchten Augen, denn diese Umarmung heilte nicht nur seine Mutter, sie heilte auch ihn. Frau Elisabeth weinte lautlos. »Ich habe jeden Tag an dich gedacht«, flüsterte sie. Michael schloss die Augen. »Ich wusste es nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass etwas fehlte. Die Zeit wurde irrelevant. 30 Jahre verdichteten sich zu einem einzigen Augenblick.« Niklaus trat langsam näher. Michael hob den Blick. Sie sahen sich einige Sekunden an und umarmten sich dann ebenfalls schweigend. Es war eine andere Umarmung, zurückhaltender, aber voller Anerkennung. Lena verstand etwas Tiefes. Familie geht nicht immer verloren. Manchmal versteckt sie sich nur unter Schichten von Lügen. Als die drei sich setzten, war die Stille sanft. Michael sah Niklaus an. »Ich weiß nicht, wie das jetzt sein wird.« Niklaus nickte. »Das müssen wir heute nicht entscheiden.« Michael sah Frau Elisabeth an. »Ich möchte sie nur kennenlernen, Schritt für Schritt.« Sie lächelte unter Tränen. »Das ist genug.« Lena spürte, dass die Geschichte einen Lichtpunkt erreichte, wusste aber, dass noch etwas fehlte. Denn heilen heißt nicht, die Vergangenheit auszulöschen. Es heißt, lernen, mit ihr zu leben. Und es gab noch ungelöste Fragen. Fragen über Niklaus Vater, über Gerechtigkeit, über die Entscheidungen, die so viel Leid verursacht hatten. Doch zum ersten Mal war die Wahrheit nicht mehr begraben. Sie saß in diesem kleinen Zimmer und atmete. Und obwohl die Zukunft ungewiss war, gab es Hoffnung. Und manchmal ist Hoffnung das größte Wunder. Die Umarmung löste nicht alles. Sie löschte die verlorenen Jahre nicht aus. Sie brachte die leeren Weihnachten nicht zurück. Sie reparierte nicht genau das, was zerbrochen war. Aber sie tat etwas Wichtigeres. Sie stoppte die Verlassenheit. Und manchmal ist das der Anfang der Heilung. Michael beschloss, einige Tage in Zürich zu bleiben. Nicht in der Pension, nicht am Herrenhaus, sondern in einem kleinen, mittleren Hotel, weil er Raum brauchte, um zu verstehen, was er fühlte. Niklaus respektierte das zum ersten Mal in seinem Leben. Er versuchte nicht, das Tempo zu kontrollieren, er ließ es fließen. Lena bemerkte jedes Detail. Der Mann, der früher knappe Befehle gab, fragte jetzt sanft: »Sind Sie bequem? Brauchen Sie etwas? Möchten Sie reden oder bevorzugen Sie Stille?« Michael war diese Verletzlichkeit nicht gewohnt, aber er lehnte sie auch nicht ab. Eines Nachmittags gingen die drei am Lindenhof spazieren. Derselbe Park, dieselbe Bank, dieselbe Geschichte, die mit einer Tasse Kaffee begann. Frau Elisabeth trug einen neuen Pullover, den Lena ihr geschenkt hatte. Michael beobachtete sie schweigend. »Kamen Sie immer hierher?« fragte er. Sie nickte. Es war das Nächste, was ich ihnen sein konnte, ohne einzudringen. Niklaus spürte einen Kloß am Hals, und ich wusste es nie. Frau Elisabeth sah ihn zärtlich an. »Geben Sie sich nicht die Schuld für das, was man Ihnen vorenthalten hat.« Michael atmete tief durch. »Warum haben Sie nicht mehr gekämpft?« Die Frage war keine Anschuldigung, sie war Schmerz. Frau Elisabeth hielt seinen Blick fest, denn wenn man dir alles nimmt, bleibt manchmal nur das Überleben. Die Stille war menschlich, ohne Vorwürfe, ohne Urteile, nur Verständnis. Niklaus wusste, dass etwas ausstand. Der Name seines Vaters schwebte immer noch wie ein Schatten. Eines Abends, am Arbeitszimmer des Herrenhauses, versammelte er Michael und Lena. »Ich möchte nicht, dass dies zu einem Rechtsstreit wird«, sagte er bestimmt. »Mein Vater ist nicht mehr da, er kann nicht antworten.« Michael sah ihn aufmerksam an. »Und dann, ich möchte etwas anderes tun.« Lena verspürte Neugier. Niklaus atmete tief ein. »Ich werde eine Stiftung gründen, die den Namen unserer Mutter trägt.« Frau Elisabeth war anwesend. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Wofür? Für Frauen, die durch Macht zum Schweigen gebracht wurden. Für Mütter, die ihre Kinder durch ungerechte Entscheidungen verloren haben. Michael beobachtete ihn. Er sah nicht mehr nur den Unternehmer, er sah den Mann, der sich entschied zu heilen, statt sich zu rächen. »Das ändert nichts an dem, was passiert ist«, sagte Michael. »Nein«, antwortete Niklaus. »Aber es kann verhindern, dass es wieder passiert.« Die Stille füllte sich mit Bedeutung. Lena spürte Tränen in den Augen. Sie hätte nie gedacht, dass eine Tasse Kaffee etwas so Großes hervorbringen würde. Die folgenden Tage zeigten eine echte Transformation. Niklaus begann, Frau Elisabeth ohne Eile zu besuchen. Er setzte sich hin, um Geschichten aus ihrer Kindheit zu hören. Er entdeckte Details, die er nie gekannt hatte, dass er gerne an eine Stoffpuppe gekuschelt schlief, dass er Angst vor der Dunkelheit hatte, dass er laut lachte, wenn er glücklich war. Michael hörte ebenfalls zu. Er erkannte sich in einigen Zügen wieder und entdeckte in anderen Unterschiede, die ihn einzigartig machten. Sie konkurrierten nicht, sie versuchten nicht, einen bereits besetzten Platz einzunehmen. Sie lernten, zu koexistieren. Lena beobachtete alles mit vollem Herzen, denn sie war Zeugin des Anfangs gewesen und sah nun die Frucht. Eines Nachmittags
bat Michael um ein Gespräch unter 4 Augen mit Niklaus. Sie saßen auf der Terrasse des Herrenhauses. Der Sonnenuntergang färbte den Himmel in Orange und Violett. »Ich weiß nicht, welchen Platz ich in deinem Leben einnehmen werde«, sagte Michael ehrlich. Niklaus zögerte nicht. »Den du willst.« Michael sah ihn an. »Ich will dein Geld nicht.« Niklaus lächelte sanft. »Ich habe es dir nicht angeboten.« Es herrschte eine angenehme Stille. »Ich will Zeit«, fuhr Michael fort. »Ich möchte dich ohne Druck kennenlernen.« Niklaus nickte. »Das will ich auch.« Und zum ersten Mal lächelten beide entspannt. Es war kein großartiges Versprechen, es war etwas Einfacheres. Präsenz. Eines Morgens kehrte Lena mit einer Thermoskanne in den Park zurück. Frau Elisabeth war nicht mehr allein. Michael begleitete sie. Niklaus kam ebenfalls Minuten später an. Die 4 setzten sich. Lena servierte den Kaffee. Der Dampf stieg langsam auf. Frau Elisabeth lächelte. »Wissen Sie, was das Unglaublichste ist?«, sagte sie und sah Lena an, dass alles damit begann. Lena senkte demütig den Blick. »Ich wollte nur nicht, dass sie allein war.« Michael hielt den Becher in den Händen. Manchmal verändert das Kleine das, was unmöglich schien. Niklaus sah Lena an. »Ich habe mich nie entschuldigt.« Sie hob den Blick überrascht an. »Wofür, Herr?« »Dafür, dass ich geglaubt habe, helfen sei Zeitverschwendung.« Lena lächelte sanft. Es ist nie zu spät, anders zu sehen. Niklaus atmete tief ein und verstand in diesem Moment etwas, das ihm kein Geschäft beigebracht hatte. Macht liegt nicht ihr am Kontrollieren, sondern ihr am Verbinden. Das Leben gibt die Jahre nicht zurück, löscht die Lügen nicht aus, setzt das Zerbrochene nicht genau wieder zusammen, aber es bietet Gelegenheiten. Gelegenheiten, anders zu wählen, die Kette des Schweigens zu durchbrechen, Schmerz in Sinn umzuwandeln. Eine Tasse Kaffee ist nicht nur Kaffee, sie kann Gesellschaft sein, sie kann eine Brücke sein, sie kann der Beginn einer vergrabenen Wahrheit sein. Manchmal glauben wir, dass wir große Gesten brauchen, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich, wenn jemand beschließt, nicht vorbeizugehen, wenn jemand denjenigen ansieht, den alle ignorieren, wenn jemand sagt, ich lasse dich nicht allein. Niklaus lernte, dass Geld verlorene Zeit nicht kaufen kann, aber in Gerechtigkeit investieren kann. Michael verstand, dass die Wahrheit zu kennen die Liebe, die er erhielt, nicht auslöscht, sondern erweitert. Frau Elisabeth entdeckte, dass es nie zu spät war, zu umarmen. Und Lena bestätigte etwas, das sie bereits am Herzen wusste, dass Güte niemals klein ist. Wenn diese Geschichte Ihnen etwas am Herzen hinterlassen hat, wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass die Welt zu kalt war, denken Sie daran, Sie können immer der warme Kaffee am Winter eines anderen sein. Denn wir wissen nicht, welche Türen eine einfache Geste öffnen kann. Und vielleicht verändern Sie, ohne es zu merken, eine viel größere Geschichte als Ihre eigene. Danke, dass Sie bis hierher gelesen haben. Wenn diese Geschichte Ihr Herz berührt hat, teilen Sie sie und erzählen Sie uns in den Kommentaren, ob eine kleine Geste jemals Ihr Leben verändert hat, denn manchmal ist das, was unbedeutend erscheint, genau das, was alles rettet.